Ich war 13, wie der Unfall passiert ist, aber der Gicht hat viel früher angefangen. Wir haben in Zürich in ihre grosszügige, aber nüchterne Wohnung gelebt, mit Sicht auf die See, wo wir scheint bald nicht mehr richtig wahrgenommen haben. Mein Vater, der Thomas Meier, ist Partner bei ihrer diskreten Privatbank gsi. Meine Mutter, die Claudia, hat das Familienbüro von der Familie verwaltet. Vermögen haben wir nie diskutiert, es war einfach wie die Luft gsi, immer da, aber unsichtbar. Ich habe eine Zwillingsschwester, die Laura. Wir sind äußerlich fast identisch gsi, aber in der Familie hat sie das Licht gsi und ich bin's Schatten gsi. Sie hat Klavier gespielt, ich wollte gern gehen. Sie hat Gesichter gemerkt, ich habe Zahlen gemerkt. Bei uns heisst das, sie hat Kompliment bekommen, ich habe Erwarten bekommen. Der Tag vom Unfall hat ganz harmlos angefangen. Meine Mutter ist für erweckend nach Genf zu ihrer Stiftungssitzung. Mein Vater hat gesagt, er müsste noch Schund im Tessin, Psyche und wir zwei sind mit dem Au-pair, die Martha, allein gsi. Am Nachmittag ist die Laura zu mir im Zimmer schon, hat die Autoschlüssel in der Hand und schmunzelt. Komm, wir gehen klein in die Garage schauen, hat sie gesagt. Wir wollen aber nicht an den Autos, das weisst, habe ich antwortet. Ich will ja nicht fahren, Lea. Wir haben nur ein bisschen Musik hören im Auto. Es muss ja nicht immer alles so streng sein wie beim Papi. Ich habe zögert. Ich habe gewusst, wie präzise mein Vater ist. Jede Schramme am Lack hat er bemerkt, jede ungeraden Parkierwinkel hat er kommentiert. Aber ich habe auch gewusst, dass die Laura das Gewiss vom Vater vererbt hat. Sie ist immer genau bis zu der Linie gegangen, wo es noch gerade erlaubt war. Zumindest haben wir es geglaubt. Die Garage unter dem Haus ist schalt und perfekt organisiert gsi. Silbrig-graue Wagen vom Papi hat blankt wie ein Chromspiegel. Die Laura hat die Türe mit ihrer Handbewegung aufschlossen, als wäre es ihr Auto. Setz dich nur rein, ich mach die Zündung nicht an, hat sie gesagt. Ich bin in die Beifahrersitz gesessen, habe mein Gurt nur lose über den Schoss gleiten lassen. Die Laura hat im Fahrersitz Platz genommen, hat die Finger in den Lenkrad gegriffen und tief in die Luft eingeschnauzt. So fühlt sich Macht an, hat sie halb im Scherz gesagt. Sie hat nur welche Musik anmachen, so habe ich es verstanden. Aber dann hat sie die Zündung kurz draht, nur zum Radio anzubringen. Ein Summen, ein Klicken, die Kontrolllämpchen sind aufgelöst. Ich habe gemerkt, wie ich nervös geworden bin. Mach ab, Laura. Wenn der Papi das sieht. Beruhig dich, Lea. Ich habe alles im Griff. Im selben Moment ist das Garagentor etwas aufgegangen. Ich habe mich verschrocken umdreht und Laura hat intuitiv ein Bremspedal durchgetreten, nur war es nicht das Bremspedal gsi. Ein Auto ist ruckartig zurückgeschossen, ein metallischer Schlag, ein Quietschen und der Stil. Wir haben die Luft angezogen, wie wenn es ausgegangen wäre. Hinter uns war die Betonsäule verbogen, die Heck vom Auto hat einen tiefen, scharfen Delle gehabt. Die Laura ist kredeblass geworden. Oh Gott, habe ich geraucht. Was haben wir gemacht? Sie hat mich angeschaut, ihre Augen plötzlich ganz klar. Klar. Mir. Lea, du bist eine Gästige, hast am Schlüssel gedreht. Ich habe nur da gesessen. Ich habe sie fassungslos angeschaut. Das stimmt nicht, und das weisst du. Wer wird uns glauben? Dir mit deinen Theorieheftli oder mir? Ihr Mundwinkel hat klein gezuckt. Du hast das Auto zurückgesetzt. Die Martha ist gelaufen, in Panik, hat nur ein beschädigtes Auto gegeben und uns zwei im Auto rein. Ich wollte reden, alles erklären, aber die Laura ist schneller gsi. Lea hat am Schlüssel gedreht, hat sie gesagt, das stimmt zitterig, aber klar. Ich habe gesagt, sie soll es lassen, aber sie hat nicht hören. Am Abend sind die Älteren zurück schon. Es hat nicht geholfen, dass ich probiert habe, jede Sekunde genau zu beschreiben. Mein Vater ist vor mir gestanden, die sonst so kontrollierte Stimme ist lauter geworden. Lea, das ist nicht nur ein Bübentrick. Das ist grob fahrlässig.
Das Auto hat einen Sicherheitscheck machen, der Versicherung, der Parksystem. Er hat abgebrochen, die Hand zur Stirn geführt. Und du lügst uns an, statt Verantwortung zu übernehmen. Ich lüge nicht, habe ich geflüstert. Ich würde das nie machen. Die Laura hat den Blick gesenkt, Tränen ihre Augen perfekt dosiert. Ich habe sie gewarnt, hat sie leise gesagt. Es tut mir leid, Papi. Mis Mutter hat mich angelügt, als würde sie versuchen, in mir etwas zu finden, wo sie noch kennen. Warum sollte Laura so etwas erfinden? Sie hat nicht nötig, Lea. Es Wort nicht nötig hat weh da, mehr als alles andere. Ich habe gemerkt, wie der Boden unter mir langsam wegrutscht. Im Verlauf der Diskussionen ist etwas eingegriffen, wo ich nie erwartet habe. Mein Vater hat plötzlich die Geduld verliert. Wenn du nicht einmal bei so öppene Sache ehrlich sein, Lea, dann weiss ich nicht, wie wir dich noch in deinem Weg unterstützen sollten. Wir haben dir alles ermöglicht und du riskierst unsere Existenz und unseren Ruf. Es ist ein Auto, habe ich gesagt. Nicht in Fonds. Nicht in Kundenvermögen. Es ist ein Fehler aber nicht von mir. Es hat still geworden. Dann hat 6 Worte gesagt, wo mein Leben in 2 Hälften geteilt haben. Pack deine Sachen. Du gehst. Ich hatte zuerst gemeint, er meint ich wuche bei den Grosseltieren. Aber er hat nicht geblinzelt. Wo soll ich denn hin, habe ich gefragt. Zu Markus hat er geantwortet. Er hat gesagt, er könnte dich nehmen. Ich bin sicher, er findet einen Platz für dich, ich kann das im Moment nicht mehr. Die Mutter hat nichts gesagt. Nur ihr Blick hat genommen, was ich nicht mehr bekommen habe, Zweifel. In dieser Nacht habe ich mein kleines Sporttäschchen gepackt, mehr ordentlich als verzweifelt. Ein paar Bücher, ein Notizheft, ein Foto, wo mir 2 Zwillinge als Kind am See gestanden sind. Auf dem Rand hat meine Mutter geschrieben, meine 2 Hälften. Wie in die dunkle Einfahrt gestanden bin, hat es leise geregnet. Eine schwarze Limousine ist langsam in der Strasse abgekommen, ein Nummernschild vom Kanton Bern. Der Motor ist verstummt und der Mann, der daraus ausgestiegen ist, hat mich schon als kleines Mädchen immer ruhig angeschaut, als hätte er ZYD. Lea hat Markus gesagt, mein Onkel. Steig ein, wir gehen Schuhe. Ich habe zurück in die erleuchteten Fenster vom Wohnzimmer geschaut. Der Umriss von meinen Eltern, die Silhouette von der Laura. Niemand hat das Fenster aufgemacht. Niemand hat gewinkt. Ich habe die Tür von seinem Auto aufgemacht, habe kurz gezögert und habe einen Schritt hinein. In dem Moment habe ich noch nicht gewusst, dass der Mann, der mich in dieser Nacht von Zürich abholt, mehr über mich weiss als alle anderen und der Weg UF Bern nicht nur das neue Daheim bedeutet, sondern eine Wahrheit, wo unsere ganze Familie erschüttert wird. Dr. Anfahrt UF Bern war leiser als jeder Streit im Zürichheim. Die Markus hat Radio nicht angemacht, keine unnötige Frage gestellt. Er hat nur mich gefragt, ob ich etwas habe, wo ich auf keinen Fall verlieren will. Ich habe mein Notizheft in die Höhe gehalten. Er hat nickt, als verstehe er das. Ein Haus in Bern ist nicht so protzig wie unsere Wohnung in Zürich, aber in der Rue de l'Hôpital hat jeder wissen, wem es gehört. Ein schmal, elegantes Stadthaus, weisse Lädli, diskrete Messingtafel, UF Dr. Nur Haller Beratung und Vermögensplanung gestanden ist. Ich habe den Namen Haller immer nur mit dem Markus verknüpft, nicht mit Geld. Das hat sich langsam geändert. Die Nähe ist alles ordentlich gsi, aber nicht kalt. Bücher, Landschaften, ein paar alte Schweizer Landschaftsbilder. Kein Foto von Kind, keine Hochzeitsbilder. Es hat nicht, wie es Familienhaus wirkt, mehr wie es Zwischenort. Du tschest vorerst in mein Gästezimmer unterkommen, hat Markus gesagt. Wenn's nicht passt, schauen wir weiter. Du sollst dich sicher fühlen. Wie lang soll ich überhaupt da sein, habe ich gefragt. Er hat im Moment überlegt. So lang, wie es nötig ist.
In der Nacht habe ich zum ersten Mal verstanden, was Stille heisst, wenn kein Geschirrklirren, kein Klavierreben, kein gedämpfte Telefongespräche von meiner Mutter mehr im Hintergrund sind. Nur mehr die alte Holztür, wo klein knarrt, wenn der Markus spät zurückgeht schon ist. Der Alltag in Bern hat sich schneller eingependelt, als ich erwartet habe. Die Markus hat gesagt, ich solle ins städtische Gymmi in die 3. Klasse einsteigen mit dem Profil. Er hat selber mit dem Rektor geredet, alles ist plötzlich einfach gegangen. Einfach. Am ersten Schultag ist er mit mir zum Tram BS Bundesplatz gelaufen. Im Schatten vom Bundeshaus hat er einmal angehalten. Lea, ich weiss, das ist viel UF1. Aber eins musst wissen, du bist nicht da, weil ich Mitleid habe. Du bist da, weil du etwas tschäst. Und das wird noch wichtig werden. Für wen, habe ich gefragt. Er hat kurz in die andere Richtung gelügt. Für dich. Und für mehr Leute, als du im Moment ahnst. In Gymmi habe ich schnell gemerkt, dass ich in Mathe besser bin als fast alle. Die Lehrpersonen haben mich gemocht, vor allem weil sie das Gefühl haben, ich würde plötzlich auftun nach einem schlechten Start. Niemand hat gewusst, dass mein schlechter Start keine schlechte Note, sondern keine Familie mehr war. Die Laura hat am Anfang noch geschrieben. Kurze Mails, perfekt formuliert. Es ist schade, wie das ist laufen. Papi ist immer noch wütend. Bitte versteh, dass ich nichts schön machen. Ich habe zuerst zurückgeschrieben, dann immer weniger. In jedem Satz hat es klein mehr wie PR-Text tönt als wie meine Schwester. Einmal, spät am Abend, habe ich gesehen, wie der Markus im Büro telefoniert hat. Die Tür ist klein offen gestanden, ich bin im Gang gestanden, ein Glas Wasser in Doktorhand. Claudia, das ist nicht mehr eine Übergangslösung, hat er gesagt, ungewohnt scharf. Sie ist kein Dossier, wo mehr verschieben kann. Sie ist ein Mensch. Ich habe den Namen von meiner Mutter gehört und bin erstarrt. Du hast zugestimmt, hat er noch gesagt. Du hast den Vertrag unterschrieben. Ich habe deine Ehe respektiert. Aber ich bin nicht mehr nur der Onkel, der zahlt, wenn etwas brennt. Es hat im Telefon leise aufgehaucht, ich habe das Wort nicht verstanden, nur den Ton. Denn nein, ich erinnere dich nicht daran, was im Spital war. Du weisst es selber genug. Und das Kind ist alt genug, um irgendwann Fragen zu stellen. Ich habe mich zurück in mein Zimmer verzogen, es Wasser blüht, es Herz zu schnell. Vertrag, Spital, zahlt, wenn etwas brennt. Ich habe das Gefühl, es gibt in meinem Leben noch etwas, wo nicht auf dem Stundenplan steht. Ein paar Wochen später habe ich beim Suchen nach ihrer Mappe für mein Physikprojekt eine falsche Tür beim Büro aufgemacht. Nicht die mit dem Büchergestell, sondern die klein nebendran, wo normalerweise zu war. Ich habe gemeint, es ist ein Reduit. Die Ordner, alle gleichfarbig, perfekt beschriftet. Mandat K, Stiftung A, Family Office R. Und mittendrin ein schmaler, grauer Order ohne Banknamen, nur mit der Hand beschrieben. Lea Vereinbarung 2007. Mein Blut ist mir in die Ohren geschossen. Ich habe den Order angeschaut, wie wenn er heiß wäre. 2007 ich war damals ein Baby gsi. Ich habe Doktornamen mit meinem Finger nachtäfelt. Vereinbarung. Kein Zeugnis, keine Versicherung. Vereinbarung. Ich habe gerade noch, wie der Markus hinter mir in die Tür gestanden ist. Das Zimmer ist normalerweise zu, hat er ruhig Zeit. Keine laute Symptome, aber etwas wie Müdigkeit. Ich habe nur ein Dossier gesucht für. Ich weiss, was du gegeben hast, hat er mich unterbrochen. Aber ich weiss nicht, was du bereit bist, jetzt schon zu verstehen. Ich habe die Luft angelegt. Was bin ich denn für dich? Er hat einen Moment die Augen gemacht. Denn mehr als ich dürft. Weniger als ich wett. Im Moment Missverantwortung. Das Wort hat sich in mir eingefräst. Nicht Göttikind. Verantwortung. Die Nacht habe ich nicht mehr schlafen können.
Ich habe mir jedes Foto, jede Szene mit der Älteren, mit Laura, mit dem Markus zurück in den Schopf geholt. Es Handsitter von meiner Mutter, wenn Markus in unser Zürichhaus schon ist. Der Blick von meinem Vater jedes Mal, wenn er es thematisiert hat, wie grosszügig Markus doch ist. Ich habe nicht gewusst, dass das eigentliche Rätsel nicht in der Garage in Zürich angefangen hat, sondern im Kreissaal und dass mein ganzes mathematische Gespür mir nicht helfen würde, wenn es um das einzig Wichtige geht. Wem gehöre ich wirklich? In dem Moment habe ich mir geschworen, dass ich einfach nur noch eins mache. Ich würde so gut werden in dem, was ich schaue, dass kein Mensch mehr über mich bestimmt, ohne dass ich die Zahlen kenne, die darunter liegen. Ich habe nicht Ahnung, wohin es wird führen und schon gar nicht, wieso in den Jahren später in Cambridge in einem Saal vor hunderten Leuten genau dem werden anschauen, wo mich US Zürich abgeholt hat. Mit 18 Hektar in ein Maturzeugnis in Doktorhand gehen und das Stipendium für die ETH Zürich. Datenanalyse, später das Computational Finance, es hat passt zu meinem Gefühl für Zahlen und Macht, ohne dass man es gerade sieht. Die Markus hat nichts Dramatisches daraus gemacht, aber ich habe gemerkt, wie er stolz ist. Du musst nichts beweisen, hat er gesagt, wie wir beim Umzugskarton packen sind. Doch, habe ich gesagt. Wir allen. In den ersten Semester bin ich in die Mathematik eingetaucht, bis nur noch Beweis, Modell und Algorithmus Platz in meinem Schopf haben. Die Erinnerungen an Zürich sind leiser geworden, aber nie ganz verschwunden. Ab und Z gibt's in nüchterne Mail US die alte Wohnung. Wir hoffen, es geht dir gut. Die Laura schreibt gerade ihre Bachelorarbeit. Frohe Festtage. Keine Frage, kein Anruf. Es ist wie ein Reporting für eine passive Fonds nüchtern distanziert. Innere vorlesungsfreie Woche im 3. Jahr bin ich wieder einmal Z Bern gsi. Es Haus ist es gleiche geblieben, aber im Büro sind mehr Ordner da gsi, mehr diskrete Logos von Stiftungen, Family Office, diskrete Mandate. Der Markus hat seine ruhige Art erklärt, dass er immer mehr Vermögen verwaltet, wo nicht im Handelsregister steht, aber in Familie geschickt hat. Am Abend habe ich nicht mehr schön. Ich bin vor seinem Schreibtisch gestanden, wo er gerade die Unterlage für einen Klientensitz zusammengestellt hat. Was ist im Vereinbarung 2007? Habe ich direkt gefragt. Er hat nicht überrascht ausgesehen, er wie einer, wo auf den Moment schon lang wartet hat. Langsam hat er den grauen Ordner US am Gestell genommen, ihn etwas in der Hand gewogen und den UF am Tisch abgelegt lassen. Das ist dein Dossier, hat er gesagt. Aber wenn wir das JTZ zusammen anschauen, dann gibt's keinen Weg zurück zu dem, was du bis jetzt für wahr gegeben hast. Ich habe mein Herz spüre, aber auch eine Wut, wo ich nicht rechte Worte habe schöne Fass. Die Wahrheit hat doch sowieso nicht mehr viel Platz in dieser Familie. Er hat den ersten Seitenaufschlag. Ob das Logo von ihrer renommierten Kanzlei US Zürich, darunter nüchterne Titel, Vereinbarung betreffend elterliche Sorge, finanzielle Absicherung und Geheimhaltung. Mein Name, Datum von meinem Geburtstag. 3 Unterschriften: Claudia Meier, Thomas Meier, Markus Haller. Warum unterschreibt mein Onkel Vereinbarung zu mit ihrer sorgeberechtigten Person? Habe ich gefragt, das stimmt okay. Er hat tief Luft geholt. Will ich nicht nur mit deinem Onkel bin? Die Wände im Büro sind plötzlich zu nah gsi. Was bist du denn? Er hat mich angeschaut, ganz ruhig. Biologisch dein Vater. Die Worte sind langsam, klar rausgekommen, ohne Pathos. Ich habe nicht geschrien. Ich habe nur mit der Seite angeschaut. In die Paragraphe ist gestanden, dass Dr. Thomas als Ehemann von Dr. Claudia die offizielle Vaterrolle übernimmt, dass die Ehe nicht durch eine Schwangerschaft mit ihrer Drittperson zerstört soll werden, dass Dr. Markus im Gegenzug finanzielle Absicherung für das Kind übernimmt für MI. Und dass die Vereinbarung strikt vertraulich bleibt. Deine Eltern haben keine Schöne überschoben, hat er leise gesagt. Die Ehe war zerschiedert gsi. Claudia und ich, wir sind uns nachschoben. Kürz. Unklug. Es ist nicht eine romantische Gicht, Lea, es ist ein Fehler gsi mit Folgen.
Ich habe mein Gesicht in den Händen vergraben. Nicht, weil ich dramatisieren will, sondern weil plötzlich alles logisch geworden ist. Mein Onkel, wo jede Schulgeldrechnung übernommen hat, die Art, wie meine Mutter jedes Mal nervös geworden ist, wenn er im Zürichhaus auftaucht ist, mein Vater, wo ich immer wie ein Projekt als wie ein Kind behandelt hat. Warum hat er mich denn so einfach schöne US am Haus stellen, habe ich durch die Finger durchgefragt. Wenn er gewusst hat, dass ich nicht seine bin, hätte es nicht in Grund müssen MIZ behalten, statt los Z werfen. Die Markus hat Lippen zusammengedrückt. Für ihn ist das Gegenteil gsi. Für ihn ist der Unfall ein Anlass gsi, ein System wieder klar zu machen. Er hat die Verantwortung für etwas übernommen, wo nicht von ihm schon ist. Und wie es kompliziert wurde ist, hat er die schwächste Position gewählt, deine. Und du hast nichts gemacht. Ich habe dich geholt, hat er nüchtern gesagt. Das ist der einzige Entscheid gsi, wo ich nicht vertraglich, sondern menschlich getroffen habe. Wir haben lang geschwiegen. Draussen ist der Are langsam unter dem Bundeshaus durchgelassen. Ich habe gewusst, von dem Moment an sei mich nicht mehr nur als verstossene Tochter geben. Ich bin das Resultat von ihrem Entscheid IG zweite Reihe, IG Sitzzimmer mit Vorhängen und Wasserscharaffen. Wüsst sie, dass du mir das JTZ gesagt hast? Habe ich noch gefragt. Nein, hat er gesagt. Aber sie werden es erfahren. Spätestens, wenn du nicht mehr bereit bist, die Rolle Z zu spielen, wo wir dir zugeschrieben haben. In der Nacht habe ich das Dossier kopiert und in meinen Laptop gescannt. Ich habe zum ersten Mal begriffen, dass die Zahlen, die ich so gern analysiere, nicht neutral sind. Sie sind immer verknüpft mit Macht, mit Familie, mit Schicht. Und ich habe langsam einen Plan in mir spüren. Ich habe nicht gewusst, wie, aber ich habe gewusst, wenn ich einmal vor den Leuten reden würde, die ein System studieren, dann nicht nur über Algorithmen, sondern über das, was der Vertrag nicht sagen. Und ich habe gedanklich schon gegeben, wie irgendwann vor ihrer Bühne stehen und nicht den Namen nennen, wo in der Urkunde steht. 5 Jahre später bin ich wieder in einem Saal gesessen, weit weg von Zürich und Bern. Cambridge, Massachusetts, mit. Ich habe meine Dissertation über Risikomodelle für illiquide Privatvermögen geschrieben, eigentlich ein elegant verpacktes Kapitel über die Art, wie Leute wie meine Familie versuchen, Wahrheit in Trusts und Verträge zu versorgen. Ich bin als beste Absolventin vom Jahrgang aufgerufen worden, um eine kleine Rede zu halten. Nichts Schichthaftes, einfach etwas über Forschung, Zukunft, Verantwortung. Der Rahmen hat mir gerade genug Platz gegeben für das, was ich sagen wollte. In der 3. Reihe, ziemlich Mitte im Saal, sind 4 Leute geschossen, die sich nicht anschauen, mein rechtlicher Vater Thomas, meine Mutter Claudia, meine Zwillingsschwester Laura und nebendran Markus. Er hat vor dem Flug noch gezögert, ob er überhaupt schwimmen soll. Bist sicher, dass du das wolltest? Hat er am Vorabend in Dr. Kleine Küche von meinem Studentenappartement gefragt. Ich bin sicher, dass ich nicht mehr will, dass andere in meinem Namen Verträge unterschrieben haben gesagt. Sie werden es dir übel nehmen. Sie haben es ja im Fond umgekehrt gemacht, habe ich nüchtern antwortet. Wie mein Name aufgerufen worden ist, habe ich die Handfläche die Schalt gespürt. Ich bin auf zum Podium, habe kurz die akademische Delegation angeschaut, dann der Reihe mit 4 Gesichtern, die mein früheres Leben definiert haben. Ich habe tief in die Luft eingeschnaufen. Grüezi miteinander, habe ich angefangen, zuerst ein bisschen verunsichert lachend, wie immer, wenn ich in Schweizerdeutsch vor Fremden rede. Ein paar Leute haben gelächelt, es hat es brechen. Dann bin ich auf Hochdeutsch umgestiegen, wenn es um die Forschung gegangen ist, und zum Schluss wieder zurück in meine Spruch. Zum Schluss werde ich etwas Persönliches sagen, habe ich langsam geredet. Wir lernen in dieser Welt von Modellen und beweisen, dass wir bei allen Annahmen ehrlich sein müssen. Wenn man eine Variable versteckt, funktioniert das Modell nur so lange, bis der Realitätsstresstest macht. Ich habe gemerkt, wie meine Mutter das Gesicht verhärtet. Sie hat gewusst, was schön mit Jean. Mit 13 Hektar ich gemeint, mein Leben wäre ein simples If-Then-Else, habe ich weitergeredet. Wenn ich brav bin, dann bleib ich.
Wenn ich Fehler mache, dann gehe ich bin ausgestellt worden, weil meine Zwillingsschwester gesagt hat, ich hätte das Auto zurückgesetzt. Heute weiss ich, die wahren If-Bedingungen sind viel früher geschrieben worden in seinem Vertrag, wo ich gegeben habe. Es ist ganz still geworden. Ich habe kurz zurück in die dritte Reihe geschaut. Meine Mütter ihre Hände haben das Programmheft so festgehalten, dass das Papier sich gebeugt hat. Ich möchte Danke sagen, habe ich gesagt, und mein Herz hat gelüpft. Danke meiner Mütter, die trotz allem versucht hat, aus dem Chaos ein System zu machen. Danke Mann, wo mich rechtlich als seine Tochter angenommen hat, auch wenn mich nicht hat behalten, wie es schwierig geworden ist. Thomas hat nicht zu mir aufgeschaut. Den Hai innehebt ganz bewusst, und vor allem danke ich meinem Vater Markus Haller, wo mich in der Nacht, wo ich 13 war, US Zürich abgeholt hat und nicht nur als Verantwortung, sondern als seine Tochter angeschaut hat, lang bevor er sich getraut hat, das so zu nennen. Der Name hat im Saal nichts bedeutet. Aber in der dritten Reihe hat's alles verändert. Meine Mütter ihre Hände haben plötzlich zittert, ein Programmheft ist klein verrutscht. Die Laura hat schürz die Augen gemacht, als hätte sie Schlagbett schon. Thomas hat ganz langsam, kontrolliert, den Kiefer zusammengedrückt. Ich habe die Rede nüchtern beendet. Kein Drama, keine Anklage. Die grösste Freiheit für mich ist nicht, dass ich einen Doktortitel habe ich gesagt. Sondern dass ich heute ohne Angst sagen, wer ich bin und wem ich mich verdanke und kein Vertrag mehr definiert, wie ich zu nennen habe, wo mich liebt oder verletzt haben. Applaus. Höflich laut, aber für die meisten Numis geht das Ende von ihrer akademischen Rede. Für meins Familienbruch. Nach der Zeremonie sind die Leute in die Aula rausgeströmt. Ich bin ein klein abseits gestanden. Zuerst ist Laura schon. Du hast es jetzt also gemacht, hat sie gesagt. Ich habe nur mit den Variablen benannt, wo ihr verheimlicht habt, habe antwortet. Sie hat die Schulter gezogen. Ich war 13 gsi. Sie haben mir gesagt, es ist besser so gsi, weil du sowieso immer beim Markus gsi wärst. Und der Autounfall? Kleines Zögern. Ich habe Panik gehabt. Ich habe gewusst, wenn ich sage, ich war, bricht alles auf. Und es ist einfacher gsi, die zur Schuldigen zu machen. Sie hat nicht entschuldigt, aber es ist das Nächste gsi. Mein Vater oder Dr. Mann, wo es Amt so nennt, ist etwas später schon. Das ist unverantwortlich gsi, hat er nüchtern gesagt. Öffentlich vor so vielen Leuten. Verantwortung ist nicht nur, wer einen Vertrag unterschreibt, habe ich gesagt. Sondern auch, wer ein 13-jähriges Mädchen US am Haus stellt. Er hat nichts gesagt. Er hat sich nur umgedreht und ist gegangen. Ich habe plötzlich gemerkt, dass ich kein Bedürfnis habe, ihm nachzuschauen. Zuletzt ist meine Mutter schon. Sie hat älter ausgesehen als das letzte Mal, wo ich sie gegeben habe. Du hast ihm einen Titel gegeben, wo er sich immer gewünscht hat sie gesagt. Vater? Er hat nicht verdient, habe ich antwortet. Und ich? Ich habe geschwiegen. Ich habe Angst gehabt, hat sie noch geflüstert. Angst, alles zu verlieren. Status, Sicherheit. Ich habe gemeint, ich könnte dich schützen, wenn ich dich in dem System behalte. Ich habe falsch gelesen. Ich habe sie angelügt. Zum ersten Mal habe ich sie nicht als Managerin von ihrer Familie, sondern als Frau gegeben, die Entscheid getroffen hat, wo sie nicht mehr rückgängig machen. Ich habe nicht mehr die Pflicht, euch zu verstehen, habe ich ruhig Zeit. Aber ich habe die Wahl, nicht im HZ bleiben. Das ist genug für heute. Am Abend haben wir Z4 Markus, ich, mein Notizheft und seine stille Präsenz in einem kleinen Restaurant bei Dr. Charles River gesessen. Kein Toast, kein Pathos. Was machst du jetzt? Hat er gefragt. Modell bauen, wo Leute helfen, die Vollkosten von verheimlichter Wahrheit zu verstehen, habe ich gesagt. Für Banken, Family Office, Stiftungen. Und vieles für so Leute wie uns. Er hat langsam nickt.
Egal, was der Vertrag gesagt hat, Lea, ich bin stolz UFDI nicht als Mandat. Als deine Vater. Ich habe Jus die Nacht gelügt, UFD Lichter über dem Wasser und habe gewusst, es gibt Schichten, wo nicht schön aufgehen. Aber sie gehören nicht mehr nur mit anderen, wo es Papier schreiben. Sie gehören auch denen, wo die Stimme erheben. Und die Stimme ist jetzt meine. Wenn dir solche leise, aber intensive Familiengeschichten gefallen, abonniere gerne den Kanal, lass ein Like da und teile das Video mit jemandem, der diese Story hören sollte.